So, zu kurz ist ein neues Video. Heute gibt es ein «Frag Gamer-Reden». Und ich habe mein Nattel nicht. Heute macht man wieder mal ein «Frag Gamer-Reden». Er ist wieder eine Frage gestellt auf Instagram. Und die Frage beantworten wir jetzt. Also, ich habe mein Nattel wieder. Und die erste Frage ist was? Ich weiß es nicht. Idole, Schrägstrich Vorbilder. Idole, Schrägstrich Vorbilder habe ich jetzt nicht das erste, weil grundsätzlich geht es mir darum, dass Idole, also ja, es sind halt auch nur Menschen wie ich alleinig, aber andererseits sind es auch, wenn man sie mal trifft, entspricht sich je nachdem die Vorstellung zu der Person nicht ganz, wie man sie in Real Life sieht. Also von dem her nicht richtig unbedingt. Ich? Also ich persönlich habe nicht unbedingt ein Idol oder ein Vorbild. Also ich sage mal, als früher, wenn es so ein Fußballer war, ist halt der Maradona wahrscheinlich. Aber ja, der ist nicht so die besten Sachen nach im fußballerischen Ding gemacht. Also ich kann das vielleicht als Vorbild nehmen, aber so als Idol könnte man es noch durchgehen. Nein, ich habe eigentlich keine richtigen Idole oder Vorbilder. Früher war es der Kurt, aber nicht vom Drogo nachher. Sondern von der Musik her war er noch easy geil. In der heutigen Zeit war das der Tyler für mich. Also ist er so richtige Idole nicht. Tut mir leid. Vielleicht der Karl Marx. Nächste Frage ist, gibt es ein Bier? Das Bier geht immer, sage ich jetzt, keine Ahnung. Man reist falsch. Gibt es ein Bier? Nein. Ja. Aber ich habe gar keins, aber ja. Es gibt ein Bier. Nicht offen. Wieso nicht? Gibt es bei dir ein Bier? Machen ihr Real-Life-Collabs? Jein. Also wenn Kollegen von uns, also die wir kennen, persönlich und mal abgemacht haben, und die Bock hat mit uns ein Video zu machen, könnt ihr schon mit uns ein Video machen. Wenn sie wollen. Wir zwingen hier keinem ein Video zu machen. Oder ihr seid ganz berühmt und oder ihr seid ganz berühmt und habt ein paar Abonnenten auf YouTube. Dann würden wir auch etwas machen. Und alles dazwischen machen wir nicht. Zu der Frage, was bezeichnet man unter Real Life? Andererseits, wie stellst du dir das genau vor? Meinst du jetzt einfach Vlogs mit anderen oder so? Weil wenn es in die Richtung ist, würde ich jetzt mal sagen, nein. Also wenn mit den Kollegen oder die Person, die jetzt zurück und Bock hat, mit uns Collab zu machen, 100'000 Abonnenten auf YouTube, 50 auf Twitch, da kann man drüber reden. Wahrscheinlich eher weniger, weil, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich nur mit Personen, die wir gut kennen oder die wir kennen. Wenn ihr ein Lebensmittel wäret und welches war es und wieso? Also ich war ich habe keine Ahnung, das ist mir gerade Banane, nein. Ein Zucker. Komische Frage, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, was für ein Lebensmittel. Ich war das Energy Milk Schokolade. Wieso? Wieso nicht? Einfach. Wenn ihr das Lebensmittel wäret, welches und wieso? Aromat. Weil ich bin beliebt. Ich werde viel benutzt. Und fucking Aromat, Alter! Aromat ist nicht vegan. Das. Jetzt wisst ihr das. Da ist Milch drin. Die nächste Frage ist beste Gamer-Erlebnis, die wir hatten. Also das Golfen letztes Mal habe ich geil gefunden. Das war Schweizer. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, das Golfen, oben links verlinkt. Und eigentlich allgemein jedes Video, das ich aufnehme, macht riesig Spass. Und ja, das ist geil. Das sind endlich unsere ganzen Vlogs, endlich unsere besten Gamer-Erlebnisse.
Was dann noch dazu kommt, ist, wo ist das allererste, wo die zwei die Dubla da euch das erste Mal gezeigt haben? Gut. Das war die Mac-Baguette-Folge. Also sagen wir so, ich würde jetzt mal das Bowling sagen oder das Golf, weil das war ganz cool. Mit den Boys gehen hägeln oder gehen swingen, keine Ahnung. Nein, ich würde jetzt mal das sagen und sonst geht es nichts anderes, das wären die zwei. Auf was könnt ihr im Leben nicht verzichten? Auf mich? Nein, also. Nein, ich könnte nicht auf Essen verzichten. Ich könnte jetzt nicht auf eine Kamera verzichten, weil ja, das ist eigentlich ein cooles Grad und immer sozusagen die Momente festzuhalten, finde ich halt auch cool. Also bei mir persönlich Fußball, halt oder Sport im Allgemeinen ist mir wichtig. Und auch Family and Friends. Und ja, das kann ich nicht verzichten. Ja, das ist schon das Wichtigste. Wenn einfach mein Leben verfilmt wird, welcher Schauspieler würde mein Leben verfilmen? Also ich nehme da nein, nicht Jackie Chan, sondern wie heißt er sich? Von Fast and Furious, der Hong, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Einfach der Asiat, der in Fast and Furious Tokyo Drift gestorben ist. Ja, mit denen. Omar Sy. Genau. Omar Sy. Der entweder der Zach Galifianakis. Ich kann nicht mehr, das ausspricht. Das ist da der von Hangover, der Dicke. Der. Oder. Wie heisst jetzt der immer mit James Franco zusammen ist? Seth Rogen. Seth Rogen. Und ein alter mich würde der Bryan Cranston machen. Weil der macht gut. Wer würde eher im Bobbycar durch den Mac-3 fahren? Ich glaube, niemand fährt das Bobbycar. Aber also ich bin schon mal früher durch den Mac-3 einfach gelaufen. Ich glaube nicht, dass wir ein extra Bobbycar kaufen, für das zu machen. Nein, machen wir nicht. Freddy, er hat gesagt. Ich glaube, weil ich bin schon mal mit einem Segway-Teil durch den McDrive gegangen. Und ja, ich glaube, also mit dem hatte ich kein Problem. Wie groß ist auch ein Pile of Shame? Definition, sagt Gott der Pedro Apo so. Games, die man gekauft hat und nicht Games, die man gekauft hat und nicht gespielt hat. Gut, also es gibt da zu viel, weil ja, es ist einfach zu viel. Wie groß ist auch ein Pile of Shame? Sehr groß. Tony Hawk Pro Skater 1 und 2. Aber nur ein Stück gespielt und nie mehr wieder. Und zum Beispiel noch. Ich weiß auch nicht, gekauft und nie gespielt. Keine Ahnung. Ich bin aber der Freund, der Spiele vorschlägt, die nachher die Leute nicht spielen. Also ich habe letztes Mal alle zusammen Green Hell geholt. Das Spiel haben wir einen Tag gespielt, nachher eigentlich nicht mehr. Also wird schade finden, ich habe es cool gefunden. Das sage ich jetzt das erste, was mir zu kommt. Das beste Konzert, das ich jemals gesehen habe. Ich bin nicht Konzerte gesehen, ich bin das Konzert gesehen. Surfer. Ja, das beste Konzert. Ich bin nur in einem größeren Konzert, das war das AC/DC-Konzert. Und das war halt big. Das war mein einziges grosses Konzert, das ich war. Sonst bin ich halt ein kleinerer Konzert, wie Moshpit und so. Und das ist immer geil. Also ja. Ich bin noch nicht so viel an Konzerten, ich schon 2. Also ein Cyberchain-Konzert und ein Contra K-Konzert. Und sind beide geil gewesen. Es sollte mehr an Konzerte gehen. Konzerte sind geil. Ich würde sagen
entweder Cybergen oder Illes, aber ich würde Cybergen sagen, das ist ja einfach so. Das war Zürich, noch cool, Tadel, Ardi, wer da ja alles geht, Mokuba. Aber was auch du gehört ist Surfers, aber das ist so ziemlich gut. Aber da oben rechts ist das Musikvideo verlinkt. Nein, von der Video sagt, bitte klickt auf den vergessen den Kochen drauf drücken. Drückt auf den Like-Button, kommentiert das Video. Abonniert unser Instagram, weil da seid ihr immer auf dem neuesten Stand und wir posten neue Sachen. Wir haben mehr Videos, der Vlog, Memory, Snapchat. Ciao zusammen. Santa Cracchidi. Ciao zusammen. Sonntag. Peace out, peace out, peace out.